Haut backen ich mit Wein an schon mal evaluiert für den kleinen französischen Cousin von unserer Rieslingspastete zu machen. Es gibt ein Pâté Lorrain mit selber gemachtem Bliederdeich. Der Pâté Lorrain kommt von unseren Nopren an der Lorraine und das ist eigentlich ganz ähnlich wie unser Rieslingspastete, nur ohne den Jelly. Und da wird es ein bisschen mehr einfach daheim zu machen. Ich fange mit meiner Füllung an, weil die muss nur marinieren. Und die Basis davon ist gehacktes vom Kalf und vom Schwein ohne Assaisonnement. Auf die Textur kommen nur noch Steckerfleisch dabei und häufig benutzt den Escalope de Veau. Und dabei könnt ihr noch ein gehackte Schallot und ein bisschen Knoblauch. Auf jeden Assaisonnement kommen noch ein bisschen Kräuter dabei, und zwar Petersilie und Thym. An der Punkto Gewürze ist der Pâté Lorrain wirklich viel mehr simpel wie als Rieslingspastete. Es kommt einfach nur Muskat dran, und Salz und Pfeffer. Mir das Wichtigste fehlt noch, und zwar der Wein. Und ich benutze einen guten Litzebäuer Elbling, weil den ist herrlich gut. Und den benutze ich ehrlich gesagt auch oft an der Rieslingspastete. So, und das dürfte dann immer nur an den Frigo kommen. Und dann kommen wir zu meinem selber gemachten Bliederdeich. Und das Rezept habe ich entwickelt für mein neues Backbuch, das am Hirsch rauskommt, weil ich mir immer gesagt habe, Bliederdeich ist so schwer selber zu machen, ich muss mir ein einfaches Rezept finden. Als erstes gibt Mehl mit kaltem Butter und Salz am Mixer gemischt, bis es wie Brotkrimmeln ausgesät. Und dann zum Schluss kommt Cream Cheese dabei und das bindet das Ganze zu einem Deich. Und da kann der Deich an 2 Scheiben geformt gehen und dafür mindestens 2 Stunden an den Frigo kommen. So, mein Fleisch wird fertig mariniert. Jetzt fehlt nur noch ein Ei und dann ist es bereit für angewickelt zu gehen. Und jetzt kann ich meine erste Scheibe Bliederdeich ausrollen. Und die kann ich nur auf 4 Stücke schneiden, für 4 kleine Partien. Und jetzt geht es um Backblech weiter. Und ich mache meine Fleischmischung und mit von all Carré. Und da gebe ich Partien auf die Seiten angewickelt. Und das sieht aus wie so ein kleines Boot. Und für das es doch gut festhält, könnt ihr ein bisschen Ei dazwischen. So, und da kann ich meinen zweiten Deich ausrollen für den Deckel. Weil das heute ein Deckel ist, kriegt alle Stückchen ein kleines Loch, für das wir eine Schmine haben, wo die Luft und noch der Liquid rauskommen kann beim Backen. Und da wird auch noch ein schönes Muster angeritzt. Und für das den Deckel hält, geht auch heute alles schön mit Ei bestracht. Und zum Schluss auch noch ein bisschen Ei oben drauf, für das es schön goldig geht. Und da können sie für eine dicke halbe Stunde an den Schäfchen. So, an hier sehen mein wunderschönen Pâté Lorrain. Den Deich ist absolut perfekt. Aber du musst sie leider nicht mehr noch komplett aufkühlen lassen, ehe ich sie endlich essen kann. Moment of truth. Ach, klingt schon perfekt als Deich. Yes! Also, das ist wirklich herrlich gut abgegangen, das ist knusprig. Füllung ist wunderschön und jetzt brauche ich nicht mehr noch zu essen. Rezept findet ihr natürlich wie immer auf rtl.lu. Und am besten genießen der Zeiten mit einem guten Glas Litzebäuer Wein. Prost!